Am Michi sein Wunschzettel. Wie du weisst, ist auf dem Weihnachtsbaum ganz zoberst immer ein wunderschöner Spitz. Du glaubst, das ist einfach eine schönere Kugel als die unten dran. Nein, ich erzähle dir heute ein Geheimnis, das noch gar niemand weiss. Dort zoberst, das sieht nur aus wie ein schöner Spitz, aber eigentlich sitzt oben drauf immer eine Weihnachtskönigin, eine wie ich. Und jetzt siehst du mich ausnahmsweise ganz gross. Wir tun nur so, wie wenn wir ein schöner Spitz wären. Dabei sind wir die ganze Weihnacht bei euch und feiern still mit. Wenn wir merken, dass es dir nicht gut geht, tun wir Weihnachtszauber über dich streuen, damit es dir wieder besser geht. Wenn du also das nächste Mal an Weihnachten traurig bist, schaust den Spitz an, freust dich darüber, wie er glitzert und dann geht es dir gerade wieder besser. Gell? Das hast du nicht gewusst. Und willst du noch mehr wissen? Ich bin nicht allein. Ich habe viele Freundinnen und nach der Weihnachten, wenn alle Lieder verstummt, alle Geschenke auspackt, das Festessen vorbei ist und die Weihnachtsbäume verschwinden, dann treffe ich mich mit all meinen Freundinnen, die auf der ganzen Welt bei allen Familien Weihnachten gefeiert haben. Wir essen die letzten Weihnachtsgutzli, trinken feinen Glühwein und jede erzählt, was sie so erlebt hat. Die Weihnachtskönigin Gundula, meine Freundin, hat letztes Mal erzählt, wie der Opa Fritz ganz laut und falsch gesungen hat. Aber weil die Oma Rosi fast nichts mehr gehört, hat sie ihm fest applaudiert und in die Hände geklatscht. Gundula hat die Ohren zugehabt, aber ihr Herz ist aufgegangen, wo sie gesehen hat, wie die zwei immer noch so verliebt miteinander feiern. Und so erzählen alle ihre Geschichten und irgendwann fragen sie mich amix: «Sag mal, Königin Engelhaar, das bin ich. Wie geht's denn am lieben Michi?» Sie wissen, ich gehe seit vielen Jahren zu der Familie von Michi und seiner grossen Schwester Selin und alle sind immer wieder gespannt, was dort passiert. Wo der Michi 6 war, hat er das erste Mal selber eine Wunschliste am Weihnachtsmann schicken. Er konnte noch nicht so gut schreiben, aber im Zeichnen war er schon ganz gut. Der Michi hat nicht lange überlegt und hat etwa 20 Sachen gezeichnet. Playmobil, Lego, Wasserfarben, Jutiböllen, Eisenbahn, Autöli, Zusammensetzung und ganz viel hat er aufgeschrieben, also gezeichnet. Er hat so schön gezeichnet und dann hat er alles in ein Kuvert reingetan, die Adresse vom Weihnachtsmann drauf und ab die Post. Céline hat auch einen Wunschzettel geschrieben, aber sie hat nur ein Zusammensetzen wollen und ein schönes Haarband für sich und eins fürs Mami und für den Papi neue Socken, weil der hat immer Löcher in den Socken, der Papi. Und für den Hund, den Jackie, ein Servela. Der Michi hat Céline ausgelacht und hat gesagt: «Warum wünschst du dir nicht mehr? Du kannst doch alles haben, was du dir wünschst, alles, was du willst. Und warum wünschst du dir etwas fürs Mami und den Papi? Die können doch am Weihnachtsmann selber schreiben», hat er sie ausgelacht. Céline hat geantwortet: «Aber ich habe doch alles auf den Wunschzettel da, was ich mir wünsche.» Und sie ist zufrieden davongezottelt. Der Michi konnte es kaum erwarten. Zuerst ist mal der erste Advent gekommen. «Das geht noch ewig», hat er gesagt. Und dann endlich der zweite Advent. Das ist immer noch unendlich lang. Dann der dritte Advent und der Michi konnte kaum mehr schlafen, so war er aufgeregt. Und dann endlich war er da, der vierte Advent und Weihnachten. Die Mami und der Papi haben fein gekocht. Der Michi und Céline haben am Jackie Futter gegeben und ihre Zimmer schön aufgeräumt und dann war alles parat. «Päckchen aufmachen?» hat der Michi gefragt. «Nein, noch nicht», hat die Mami gesagt. «Zuerst wird gegessen.» Also haben sie fein gegessen. Zuerst die Suppe und dann die Weihnachtsgans mit Herdöpfelstock und Brokkoli. Der Michi hat nur eine Portion genommen. Der Brokkoli hat er unter dem Tisch am Jackie gegeben, damit es ein bisschen schneller geht. Aber der Papi, der hat 3 Mal genommen. So blöd. Nach dem Essen hat der Michi wieder gefragt: «Können wir jetzt das Päckchen aufmachen?» «Nein, zuerst wir singen», hat der Papi gesagt.
Der Michi war ganz frustriert, so richtig hässig. Er wollte nur eine Strophe singen, aber was haben die anderen wollen? Immer gerade alle Strophen. Die Mami hatte so eine schöne Stimme, aber das war an Michi in dem Moment gerade Wurst. Endlich war der Singsang vorbei und jetzt konnten sie Päckchen aufmachen. Der Michi hat seine Päckchen schnell aufgerissen. Er war so gespannt, ritsch-ratsch hat es gemacht und alles war offen. Er hat ein Zusammensetzchen bekommen und einen Schuti-Böllen. «Wo ist alles andere?» hat er gefragt. Tränen hat er in den Augen gehabt. So fest war er enttäuscht. Er hat zu der Selin übergeschaut. Selin hat alles bekommen, was sie sich gewünscht hat. Ein Haarband, ein Zusammensetzchen, auch noch eins für die Mami, ein Haarband, Socken für den Papi und sogar den Servela für den Jackie hat sie bekommen. «Das ist so unfair», hat er geschumpfen. Er hat brüllt und ist ins Zimmer. «So unfair», hat er nochmal hinführen gerufen. Der Papi ist dann zu Michi ins Zimmer und hat ihn fest in den Arm genommen. Das hat an Michi gut getan. «Papi, warum hat mir der Weihnachtsmann nicht all meine Wünsche erfüllt? Ich habe doch alles so schön gezeichnet.» Da hat der Papi gesagt, «Weisst, lieber Michi, im Leben kommt man nicht immer alles über, was man sich wünscht. Aber eins verspreche ich dir, das, was einem im Herz wichtig ist, das geht immer in Erfüllung. Nicht immer so, wie man das gerne hat oder wie man sich das vorstellt, aber irgendwie geht am Schluss alles immer auf.» «Ist dir das auch schon passiert?» fragte Michi neugierig. «Ja, Michi. Ich bin einmal, als ich noch jung war, ganz fest in eine Frau verliebt. Ich habe sie zu einem Glas eingeladen, wir sind zusammen spazieren, ich habe ihr auf der Gitarre Liedli vorgespielt und einmal habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und wollte sie küssen. Dann hat sie gesagt, sie möchte das nicht. Sie möchte mich zum Freund haben, aber nicht als Schätzeli. Ich habe dann cool geantwortet, ist okay. Obwohl mir das Herz verrissen hat. Ich bin dann heim und habe 3 Tage lang gebrüllt. Nicht einmal deine Grosseltern haben mich trösten. Ich habe gesagt, dass ich alleine durchs Leben will, dass ich mich nie mehr verlieben werde, dass alle Frauen doof sind. Dann habe ich meine Lehre fertig gemacht und bin reisen. Zuerst habe ich in Israel auf einer Plantage Erdbeere gepflückt. Ich durfte so viel essen, wie ich wollte. Das war so fein. Und dann bin ich auf Sri Lanka Elefanten füttern und pflegen. Das sind so schöne Tiere. Die haben so Freude gehabt, als ich ihnen mit dem Besen den Rücken massiert habe. Dann bin ich weiter auf Australien und als Taucher die Unterwasserwelt erkunden. Ich habe fast jeden Tag Delfine gesehen und bin mit ihnen geschwommen. Nach 2 Jahren hatte ich dann Heimweh und bin mit dem nächsten Flug heim. Und in diesem Flug habe ich eine Frau kennengelernt und mich sofort verliebt, obwohl ich ja gesagt habe, das passiert mir nie mehr. Aber diese Frau hat gerade mein Herz aufgemacht und ich habe gewusst, diese Frau lasse ich jetzt wieder in mein Herz hinein. «Wie ist es denn weitergegangen, Papi? Was ist denn das für eine Frau gsi?» hat Michi gefragt. «Die Frau, liebe Michi, habe ich geheiratet und mit ihr 2 wunderbare Kinder, Selin und dich. Es ist deine Mami.» Als ich Liebeskummer hatte, bin ich so verrückt und habe gemeint, ich hätte nicht bekommen, was ich wollte. Aber dann habe ich so viele Abenteuer erlebt und dann auch noch deine Mami kennengelernt. Und das war viel besser als das, was ich vorher hatte. Also habe ich das bekommen, was mein Herz wollte, obwohl ich das zuerst gar nicht gecheckt habe. Und seither weiss ich, das, was ich bekomme, ist immer das Beste für mich. Der Michi hat ganz grosse Augen gemacht. «Papi, was du nicht alles weisst», hat er gesagt. Und er hat jetzt nicht mehr gebrüllt. Der Papi hat ihm die Tränen noch abgeputzt und fragt, «Hast du denn Freude an diesen Sachen, die du bekommen hast?» «Ja, schon», hat der Michi gesagt. «Das Zusammensetzen ist spannend. Shooten kann ich jetzt nicht, ist schon dunkel, aber kommst du mal mit mir ein bisschen voraus?» Der Papi hat gesagt, «Ja, das machen wir.» und hat sich gefreut. Und dann sind sie wieder runtergegangen zu den anderen. «Darf ich am Jackie den Servela geben, Selin?» hat Michi seine Schwester gefragt. «Ja klar», hat Selin geantwortet. Der Michi ist zum Jackie, hat ihn gestreichelt und ihm den Servela gegeben. Schwupps war sie gegessen. Das hat er wahrscheinlich lieber als den Brokkoli.
Und dann ist er zu den anderen zurück. Die Mami, der Papi und Céline haben schon mit ihrem Zusammensetzen angefangen und der Michi hat ihnen geholfen. Er hat alle Ränder ausgesucht und das hat er nämlich gut können. Und so haben sie noch wunderschöne Weihnachten gefeiert. Und so wünsche ich jetzt dir und allen Menschen, die du gerne hast, auf der ganzen Welt, ganz einen schönen Advent und ein schönes Weihnachtsfest.